Kuchen zusammen essen, sondern auch Waffeln. Besser Waffeln essen als Wäffeln. Viele Männer schildern ja gerne in gemütlicher Runde ihre Militärstories. Moderne Heldengeschichten fürs Lagerfeuer. Eines der hervorstechendsten Kennzeichen des Militär sind die vielen Abkürzungen, die verwendet werden. Das kommt noch von früher, von der Vergangenheit, wo man Telegramm und kurze Notizen schriftlich geschrieben hat. Neben diesen offiziellen Abkürzungen gibt es aber auch viele inoffizielle und humorvolle Abkürzungen, wie zum Beispiel der Kanugira. Das hat aber nichts so mit Kängurus, sondern ein Kanugira ist der Kaffee-Nussgipfelrapport. Nach dem Kanugira haben wir das Gelände rekognosziert und sind dafür mit dem VW-Bus dort gefahren. Wir mussten einen sogenannten militärischen Entschluss fassen. Das bedeutet, einen Plan entwerfen. Dem haben wir gesagt, wir machen ein Entschlüssli aus dem Büssli. Am Freitag hat mir gerade ein Kamerad geschrieben, wie er seinen Dienst als Armeeseelsorger bisher erlebt hat. Er hat mir geschrieben, ich zitiere: Gestern war ich im Altersheim bei einer Truppenübung auf Platz zu Besuch. Ich dachte, irgendetwas kann doch nicht stimmen. Als Armeeseelsorger besucht man doch junge Soldaten in der Kaserne, aber nicht Seniorinnen und Senioren im Altersheim. Bis ich sein WhatsApp noch genauer gelesen habe. Gestern war ich in Arlesheim. Jetzt kommt mein Favorit. Der ist ja so kompliziert, dass ich sogar 3 Folien machen musste. 2012, als ich in Lies meinen Leutnant abverdient habe, haben wir als Offiziersanwärter während dem Ausgang der Rekruten eine sogenannte KC-Armbinde tragen. KC, das steht für Bilingue Kontrolle, Contrôle, also Deutsch und Französisch, KC, damit die Rekruten sofort gewusst haben, dass sie im Ausgang nicht so rauslassen dürfen. Beispielsweise musste ich darauf achten, dass sie ihr Bier und ihre Schokostängel nicht in einem weißen Plastiksäckchen umtragen, sondern in einem offiziellen Militärrucksäckchen. Einer meiner Unteroffiziere wollte wissen, ob ich an jedem Abend wieder die Kontrollfunktion KC muss übernehmen muss. Wegen dem hat er mich gefragt auf Französisch: «Est-ce que vous êtes cassé aujourd'hui?» Ich habe verstanden, «Cassé», das heisst kaputt, todmüde oder hundemüde. Und ich habe ihm geantwortet: «Non, je suis sain et sauf». Das heisst, ich bin gesund und wohlbehalten. Wir sind zwar nicht immer kerngesund, aber dank Jesus im Kern gesund. Im Militär gibt es strikte Aufgabenbereiche. Es gilt das Motto: ein Raum, ein Chef, ein Auftrag. Für alle, die keinen Militärdienst oder noch keinen Militärdienst geleistet haben, hier folgt eine kurze Übersicht. Eine Übersicht über das Militär. Ein Hauptfeldwebel ist zuständig für das Material. Ein Furier koordiniert sowohl das Sold als auch das Essen. Ein Leutnant führt einen sogenannten Zug, bestehend aus 5 Unteroffizieren und 30 Soldaten. Leutnant ist der erste Offiziersgrad. Dann ein Generalstabsoffizier ist zuständig für die strategische Planung. Das ist mal die Übersicht. Jetzt gibt es im Schweizer Militär ein lustiges Sprichwort, das lautet: 4 Kombinationen passen im Schweizer Militär überhaupt nicht zusammen. Ein Hauptfeldwebel mit einem Auto, ein Furier mit einer Waffe, ein Leutnant mit einer Karte und ein Generalstabsoffizier mit einer guten Idee. Ich habe fröhlich, weil ich bin, mal meinen Vorgesetzten Kasernenbirnen auf diesen Spruch gesagt haben. Sie gesagt: «Du, das stimmt nicht, das sollte heissen Armeeseelsorger mit einer Waffe.» Ich so: «Nein. Seither schiesse ich auch immer regelmäßig.»
Ein paar Comedians singen ja auch. Aus folgendem Grund wohne ich das heute aber weg. Wo mein ehemaliger Hauptmann und Kadi wollte heiraten und mich gefragt hat, ob ich seine Trauung übernehmen will, habe ich zugesagt. Christina und ich haben dann überlegt, wie wir ihm ein persönliches und individuelles Geschenk machen können. Wir haben uns darauf geeinigt, seiner Brut und ihm ein Ständchen zu halten, ein Segenslied zu singen. Während dem Abendessen von ihrer Hochzeit. Christina und ich, wir haben dann gesungen, aber nur sie hat Komplimente bekommen. So habe ich schweren Herzens eingesehen, dass ich besser singen kann als ich. Am vergangenen Black Friday war ja Ausverkauf und Rabatt. Und es sind so viele Leute unterwegs nach Aarau, dass die Autos sich schon vorher in Gränichen gestaut haben. Wir hatten einen wichtigen Arzttermin und mussten sogar einen Umweg fahren. Im Shoppingcenter, im Geistcenter, habe ich dann das erste Mal in meinem Leben sowohl einen Proteinshake als auch einen Proteinriegel mir gönnt. Plötzlich habe ich 2 Männer gesehen am Boden, die geschrauen haben. Dann bin ich auf sie zugerannt und habe gerufen, auseinander, auseinander. Dann habe ich einen von ihnen gepackt. Er hat nicht losgelassen. Aber nach einem harten Kampf hat er dann aufgegeben. Es war ein Dieb, der ein Frauenparfüm stellen wollte und der den Ladenbesitzer umkrempelt hat. Ich habe diese Geschichte natürlich am Abend genüsslich meinen Polizeifreunden von Litwil und Dürnäsch erzählt. Da haben die gerade gesagt, komm, wir nehmen dich in unser Polizeikorps auf. Aber ich musste abwinken. Der wahre Grund ist, ich kann besser reden als kämpfen. Wenn man genau die Details anschaut von dieser Geschichte, während dem Handgemenge habe ich gesagt, rufe die Polizei, habe ich gesagt zu den Mitarbeitern vom Laden. Das ist übrigens die Nummer 117. Im Nachhinein musste ich selber lachen, dass ich sowohl gleichzeitig gekämpft als auch Anweisungen gegeben habe. Ich habe dem Dieb die ganze Zeit gesagt, ich bin stärker als du, ich bin ein Bodybuilder, ich bin ein Boxer, ich bin 100 Kilo. Alles nichts genützt. Ich konnte nicht überzeugen. Irgendwann ist dann ein zweiter Mann zu Hilfe gekommen, wir konnten ihn dann der Polizei übergeben. Ich bin ja in Samensdorf aufgewachsen, es hat auch Leute von Samensdorf da. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Meisterschwand ein Militärmuseum hat. Sehr spannend. Ein Nationalrat, der sich für die Sicherheit der Schweiz einsetzt, hat mich mal eingeladen ins Militärmuseum in Meisterschwand. Beim Apero habe ich eine Frau gesehen, die ganz allein da gestanden ist und habe mich ihr vorgestellt und gesagt, ich bin der Michael, ich bin Pfarrer in der Region, ist dein Mann eigentlich auch da? Dann sagt sie, nein. Ich bin Nationalrätin in Zürich und ich bin Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat. Ich habe gedacht, wie kann ich die Situation jetzt noch retten? Ich habe gefragt, darf ich dir trotzdem du sagen? Gestern früh am Morgen war ich noch an der Osterpredigt. Christina ist in mein Büro reingekommen, hat mich gefragt, ob ich noch etwas brauche. Ich habe ihr erklärt, du, ich bin spät dran, bitte leg dich an, du bist ja noch im Morgenmantel. Auf den zweiten Blick habe ich gesehen, Christina ist gar nicht im Morgenmantel, sie hat einfach ein rotes Kleid getragen. Ich bin der, der im Pyjama war. Als ich vor 8 Jahren ganz neu war in der Kirchengemeinde, ist eine Frau auf mich zugekommen und hat mir stolz erklärt, Michael, schau mal, ich habe ein neues Tattoo. Dann hat sie mir ihren Unterarm gezeigt, mit dem neuen christlichen Symbol drauf. Dann hat sie mich gefragt, Michael, hast du eigentlich auch Tätowierungen? Ich so, Gegenfrage. Hast du schon mal einen Ferrari mit einem Kleber drauf gesehen? Wir haben mehrere Sigristinnen, die am Kirchengemeindehaus und die Kirchenleute in Schuss halten, sowie amix den Gottesdienstsaal vorbereitet. Einmal hat mich eine von den Sigristinnen gefragt, Michael, wieso lässt du eigentlich immer deinen obersten Hemdli-Knopf offen?
Da habe ich geantwortet, weisst, es gibt ein Sprichwort von Joachim Ringelnatz. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. In einer anderen Kirchengemeinde hat mir der Pfarrer mal stolz erzählt, dass sein Jahresmotto lautet «Mit Kind und Kegel». Ich habe ihn dann so mal scheu gefragt, ob er denn überhaupt weiss, was das bedeutet, mit Kind und Kegel. Er hat mir gesagt, ja, das bedeutet, alle sind eingeladen, weisst, Kind, und die können die kegeln, können die zusammen spielen. Ich habe ihm dann erklärt, du, nein, Kegel, das ist das alte Wort für die unehelichen Kinder. Dann ist er rot angelaufen und hat gerufen, «Was?» Er hat aus seinem Motto «Mit Kind und Kegel» sogar ein 2-Jahres-Programm gemacht. Kurz darauf hat er in Kirchengemeinde verloren. Aus unterschiedlichen Gründen. Funny Church sein, das bedeutet, es gibt lustige Kirchen, lustige Sprüche an der Kirchenwand. Wir haben das in Amerika, ist das amigs draussen. Draussen vor der Kirche stehen Einladungen und so Wortspiele und so, was machen. Und manchmal steht da draussen bla bla bla, just come to church. Wir haben das nicht aussen, wir haben das innen dran. Und also ich immer kann einen kurzen Satz anschreiben, die Kirchenleute will. Und einmal habe ich einen Satz diktiert, nachher ist aber etwas anderes gestanden. Nachher ist gestanden, Jesus macht uns zu Menschenfischen. Statt Menschenfischen. Vor einem Jahr hat hier, im Kirchengemeinde Dürrenäsch, der Allianz-Gottesdienst stattgefunden. Allianz bedeutet, aus 5 Kirchengemeinden und insgesamt 11 Dörfern feiern zusammen etwa 200 Menschen hier einen fröhlichen und farbigen Gottesdienst. Alle 5 Pfarrer haben einen kleinen Teil davon beigesteuert. Ich habe dann das Mikrofon ergriffen, und das Wort ergriffen, bin dann aber von einem Pfarrkollegen darauf hingewiesen worden, dass ich gar noch nicht an der Reihe bin. Als dann mein Teil endlich dran kam, habe ich gesagt, das Lustige ist, dass ich den Gottesdienstablauf gemacht habe. Fasten gibt es ja nicht nur im Islam während dem Fastenmonat Ramadan, sondern auch im Christentum. Einmal habe ich gefastet und habe dann trotzdem einen Seelsorgebesuch gemacht. Vor mir auf dem Tisch sind meine Lieblingssüßigkeiten gelegen. Gott lieber Hüppen. Ich habe dann alle 10 Stück gegessen. Zum Glück hat Gott auch Humor. In der Bibel sagt Gott, dass das richtige Fasten nicht darin besteht, auf Essen zu verzichten, sondern auf Unrecht zu verzichten. Also das ist sehr ernster Humor von Gott. Kurz vor meinem 30. Geburtstag musste ich einen Leistenbruch operieren lassen. Bei der Anmeldung vor der Operation musste ich ein Formular ausfüllen. Unter anderem war die Frage, wünschen Sie, dass der Pfarrer von Ihrer Kirchengemeinde Sie besucht? Ich so, natürlich! Das würde ja bedeuten, dass ich laufen kann und dass es mir gut geht. Ich habe es also angekreuzelt. Nur so als Tipp, bitte kreuzen das unbedingt an, wenn ihr das erste Mal ins Spital gehen müsst. Oder gebt mir kurz eine Nachricht, dann kann ich euch besuchen. Im Spital habe ich dann erlebt, dass plötzlich das Telefon geläutet hat. Da habe ich gedacht, was, kann ich sein, dass ich mich selber anrufe? Es war mein Konfirmationspfarrer und Dekan Philipp Nanz, der gesehen hat, dass ich auf der Patientenliste gestanden bin. Unvergesslich. Wir kommen zum Schluss und zum Finale. Das Versprechen von meinem ersten Comedy-Obig hat ja gelautet, Pfarrer Michael Freiburghaus erzählt lustige Erlebnisse aus Politik, Militär und Kirche. Da bleibt kein Auge trocken. Gestern haben wir zusammen Ostern gefeiert. Es gibt eine Geschichte, eine Ostergeschichte, bei der mir kein Auge trocken bleibt. Die Situation war so, dass die Jünger von Jesus ihn verraten haben, weil sie Angst hatten.
Aber Jesus ist nicht nur gestorben, um unsere Schuld zu tragen, sondern er ist auch von den Toten auferstanden. Da sehen wir hier vorne die Szene mit den Egelfiguren. Das Grab von Jesus ist leer. Jesus lebt. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Die ganze Bibel kann man so zusammenfassen. Jesus nennt uns Schwestern und Brüder, obwohl wir ihn verraten haben. Wenn man das versteht, dann hat man die ganze Bibel verstanden. Jesus will unser bester Freund werden. Die Zusammenfassung der Bibel lautet, dass Gott Liebe ist, dass er uns liebt, dass er wegen dem seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat. Und dank Jesus kommt die Liebe von Gott Hand und Füße über. Als ich das einmal erklärt habe, das erste Mal im Gottesdienst, wollte ich noch ein Foto machen von dem Herzchen und habe es in der Kirche Lütwil angelegt auf ein weißes Kästchen. Plötzlich sehe ich Rauch aufsteigen und das fängt an zu schmecken. Ich habe es auf den Radiator gelegt. Hier hat es eine Brandwunde davon. Da habe ich gedacht, das müsse so sein. Jesus hat sich nicht nur am Finger verletzt, sondern er hat sein ganzes Leben für uns eingesetzt, um uns zu retten. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf die Liebe von Gott reagieren können. Und auf Englisch ist das noch ein lustiges Wortspiel. Die erste Variante, wir können auf die Liebe von Gott reagieren. Also auf Englisch sagt man Are you mad, sad or glad? Mad bedeutet, bist du wütig, fuchsteufelswild, tust du Gott wie die Zunge rausstrecken und sagen, das ist also frech von der Bibel, dass die Bibel sagt, dass wir Sünder sind, dass wir die Vergebung von Jesus brauchen. Das ist eine Variante, wie wir reagieren können. Die zweite Reaktion ist sad. Das bedeutet traurig. Wenn du erkennst, dass du Fehler gemacht hast, dass du Schuld auf dich geladen hast in deinem Leben, aber wenn du noch nicht zu Jesus Christus durchgebrochen bist, wenn du seine Vergebung noch nicht angenommen hast. Eine weitere Möglichkeit ist glad. Das heisst, wenn du fröhlich bist, hier mit dem lachenden Smiley. Wenn du erfahren hast, dass Jesus Christus dich liebt und dein bester Freund sein will. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass jemand sagt, er ist abwartend, er ist cool oder cold, er ist ein bisschen gleichgültig, hat eine Sonnenbrille an gegenüber von Gott. Und wenn du dich hier wiedererkennst, dann sage ich, hol mehr Informationen ein über Jesus. Er verhebt. Das symbolisiert, wenn wir feurig sind für Jesus, wenn wir Herzli-Augen haben für Jesus und eine Liebesbeziehung führen mit ihm. Wenn wir mit ihm reden im Gebet und er zu uns reden durch sein Wort von der Bibel. Und zum Abschluss, wenn wir mal im Himmel werden sein, wenn wir Jesus werden sehen, dann werden wir ganz durchdrungen sein von seiner Liebe und wir werden für immer und ewig dürfen in seinen Armen weilen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn jemand noch Fehler gefunden hat, dürfen sie den Trost behalten.
An dieser Stelle folgt noch ein paar.